In einer Zeitschrift, wo es darum gegangen ist, gute Ratschläge zu bekommen, hat es letzte eine Frage gegeben und die hat wie folgt geheissen: Ich bin meist ausgeglichen, aber wenn man mich nicht ernst nimmt, kann ich explodieren. Was tun? Willkommen zum Thema 3 Ansätze, um nicht schon wieder deine Beherrschung zu verlieren. Vielleicht hockst du jetzt da innen und sagst, endlich könnte ich jetzt gerade wieder rauslaufen, weil ganz ehrlich, das ist kein Problem von mir. Ich bin immer sehr kontrolliert, ich habe mich im Griff. Alle anderen vielleicht nicht, also vor allem in meinem Arbeitsumfeld und vielleicht mein Ehepartner, meine Ehepartnerin, die muss jetzt gut zuhören. Dann wollte ich dir herzlich gratulieren. Mir zumindest geht es anders in meinem Leben. Es gibt Momente in meinem Leben, wo ich nicht immer so kontrolliert handeln tue. Wo es durchaus die Momente gibt, und ich mag mich da noch ein bisschen an früher, vor allem sehr stark erinnern, wo, wenn Kritik an mir geäußert worden ist, dass ich sehr impulsiv reagieren konnte. Sehr aufbrausend, manchmal laut, manchmal verletzend gegenüber anderen Menschen reagiert habe und sofort zum Gegenangriff gestartet bin natürlich, weil da ja überhaupt nichts dran war an dieser Kritik. Es gibt aber auch die andere Art, wo es nicht gerade darum geht, aufbrausend zu reagieren, sondern vielleicht eingeschnappt reagieren und es den anderen so richtig gut spüren lassen, oder? Dass du jetzt verletzt bist und dass er jetzt den Schritt auf dich zu wieder machen muss, verletzt in dich kehrt, beleidigt, davonlaufend, sich verstecken irgendwo im Raum. Auch das ist ein Teil vom nicht selbstbeherrschten Umgang. Vielleicht kennst du es jetzt gerade in deinen Ferien, ein bisschen mehr Family Time, hockt man ein bisschen näher aufeinander oben. Dann ist noch schlecht Wetter in diesen Ferien und man hat irgendwie Ansprüche und Erwartungen, wie die Ferien müssen rum sein, und die Kinder machen nicht das, wie du dir vorgestellt hast. Und es macht so und es explodiert plötzlich. Ich glaube, es geht in die unterschiedlichsten Richtungen. Manchmal kann es ein kleines Detail sein, wo dein WG-Partner, deine WG-Partnerin nicht so macht, wie du ihr ja schon 1000-mal gesagt hast, wie man es richtig macht. Und du explodierst und denkst so, was ist eigentlich mit der los? Selbstbeherrschung ist ein riesiges Thema und es findet sich mitten in der Bibel auch wieder. Und neueste Studien haben sogar ergeben, dass ein Mensch, der selbstbeherrscht ist, viel mehr zum Erfolg kommt, wie ein Mensch, der einen höheren Intelligenzquotient hat. Das heisst, das Thema ist also wichtig für unser Leben, dass wir selbstbeherrscht irgendwie handeln können, auch wenn es wahrscheinlich manchmal auch nicht so aussieht. Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Wir sind in der Heilige Geist-Serie und der Dani Weber hat mich in diesem Podcast gefragt, ja, welche Frucht vom Geist hättest du gern noch ein bisschen mehr? Und ich habe so im ersten Moment einfach gesagt, ja, Selbstbeherrschung, ich finde, das ist noch gut. Im Galater 5,22, die Frucht vom Geist wird aufgeführt. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor: Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Ist das bei dir so? Und so bin ich nochmal ein bisschen in die Überlegung hineingekommen und habe gedacht, wenn ich schon frei darf wählen, was für ein Thema das ich predigen will, dann tue ich doch etwas nehmen, das mich selber gerade herausfordert und interessiert, und bin bei diesem Thema gelandet, Selbstbeherrschung. Wie können wir also zu Menschen heranreifen, wo die Frucht in unserem Leben zum Tragen kommt? Und ich habe so 3 Ansätze für mich in dieser Vorbereitung herauskristallisiert. Ich wollte aber jetzt nochmal schnell eintauchen in ein Bild, und du kennst bestimmt das kochende Wasser. Das eine ist so der Topf, wo so ein paar Blubberli gibt, oder ein paar
Blätterli langsam gibt und so siedende Wasser, wo du eigentlich gern hast, wenn du einen wohltuenden Tee auch geniessen willst, oder wenn du nachher auf deine Couch sitzen und ein Tee trinken. Dann gibt es aber noch den blubbernden Topf, wo doch langsam ein bisschen etwas passiert in diesem Topf, wo eigentlich auch noch sehr gut ist, zum Pasta kochen zum Beispiel. Wenn aber zu nahe rangehst, könnte es durchaus mal einen Spritzer in die Augen geben und es ist vielleicht dann gleich nicht ganz so angenehm. Und dann gibt es noch den dritten Topf. Den wir alle auch kennen, glaube ich, der eine Sauerei anrichtet und überschäumt, weil du ein bisschen zu viel Salz reingeleert hast oder was auch immer gemacht hast, aber nachher sehr viel Arbeit gibt zum Aufräumen. Und wahrscheinlich hast du alles schon angetroffen in deiner Küche. Und wenn es um das Thema Selbstbeherrschung oder eben sich selber im Griff behalten geht, dann glaube ich, geht es nicht darum, in jedem Moment zu schauen, dass das Wasser immer schön kalt bleibt und dass wir ja nicht irgendwie zu feste Emotionen in uns aufkommen lassen, aber dass wir irgendwie lernen, dass es am Schluss nicht zum überkochenden Topf wird, wo Schaden in deinem Leben und Schaden im Leben von anderen anrichtet. Oder dass es nicht so ist, dass, wenn man dem Kochtopf begegnet und nie recht weiss, was ist, wenn ich den Deckel lupfe, wenn das eine Wort gesprochen wird, was passiert dann? Spritzt mir dann alles entgegen? Oder was erwartet mich? Und ich glaube, wir können in dem Thema selbstbeherrscht sein, unterwegs sein und wir werden alles immer wieder in unserem Leben antreffen. Das gehört zu unserem Leben. Aber wir können lernen, damit umzugehen und Sachen anzuwenden, dass wir zu selbstbeherrschten Menschen werden und die Frucht vom Geist in unserem Leben zum Tragen kommt. In der Bibel werden ganz unterschiedliche Worte für das Wort Selbstbeherrschung verwendet. In anderen Übersetzungen kommt das Wort Beständigkeit vor, Enthaltsamkeit, dann eben Selbstbeherrschung oder auch auf Sachen verzichten. Es kommen also zwei unterschiedliche Nuancen auch ein bisschen zum Tragen in dem Wort von der Selbstbeherrschung. Und das eine ist eigentlich mehr etwas, was ich in meinem Leben muss unter Kontrolle haben muss, wo ich vielleicht auf Sachen verzichten tue. Und im anderen Wortgebrauch kommt aber dann eigentlich mehr unsere Emotionen zum Tragen. Im Kommentar steht, es geht darum, sich in der Gewalt zu haben, also eben auch unter Kontrolle zu haben, zu mäßigen. Es geht wahrscheinlich weniger um die totale Enthaltsamkeit, sondern mehr um einen beherrschten Umgang mit Essen, Trinken, der Sexualität und mit unseren Gemütserregungen. Und wenn wir das lernen können, dann werden wir zu Menschen, die ganz nah an Jesus Christus, an dem Herz von Jesus Christus, dürfen angedockt sein. Es ist also eine ganzheitliche Perspektive über unserem Leben. Nicht einfach nur ein einzelner Bereich in unserem Leben, wo wir unter Kontrolle haben sollen, sondern die Bibel lädt uns ein, unser ganzes Leben anzuschauen und unser ganzes Leben immer wieder zu überprüfen, wo in unserem Leben ist die Selbstbeherrschung wichtig und gibt es vielleicht dann einen Lernprozess. Spannend ist auch, dass eine Story wie der David uns eigentlich sehr eine Breite aufzeigt. Der David ist bekannt als ein Mann, der in einem Moment sehr selbstbeherrscht reagiert. Nämlich dort, wo er den Saul töten könnte und es nicht macht. In einem anderen Moment vom Leben ist er aber gar nicht selbstbeherrscht. Und diese Situation kennen wir alle auch mit der Bathseba. Also im Leben von uns gibt es wahrscheinlich immer wieder unterschiedliche Situationen. Manchmal haben wir es mega gut im Griff. Vielleicht auch in gewissen Lebensbereichen könntest du jetzt gerade ein Häkchen machen und sagen, kein Problem von mir. Und in anderen Bereichen vom Leben, wenn du ehrlich in dein Herz, in deine Emotionen, in dein Leben hineinschaust, dann merkst du vielleicht, ja, da gibt es noch Potenzial nach Ruhe.
Und wir wollen da ein bisschen in dieser ganzen Breite auch anschauen, wo in unserem Leben könnte die Selbstbeherrschung uns eben noch dienen. Der erste Punkt, den ich mit euch teilen will, der ist der erste Ansatz: Selbstreflexion und Selbsterkenntnis. Wie die Frage am Anfang geheissen hat, ein sehr ausgeglichener Mensch, also ein Mensch, der eigentlich sich sehr gut unter Kontrolle hat, und da kommt etwas und er explodiert. Und eben, wie ich vorher schon gesagt habe, es muss nicht immer aufbrausend, explodierend sein, sondern es kann sehr wohl auch in die andere Richtung auch gehen. Die Bibel erzählt uns auch im Spruch die Dynamik, was es könnte bedeuten. In den Sprüchen 25, 28 kommt das Bild vor und dort heißt es: Wie eine Stadt mit eingerissener Mauer, so ist ein Mensch, der sich selbst keine Grenzen setzt. In anderen Übersetzungen wird erwähnt, so ist ein Mensch, der sich nicht beherrschen kann. Oder sogar ein Mensch, der seinen Zorn nicht unter Kontrolle behalten kann. Ist wie ein Mensch, der eben wie eine Stadt, die mit einer eingerissenen Mauer dasteht. Was heisst das? Es ist wie ein Mensch, der eigentlich seine Emotionen, seine Gefühle, seinen Zorn nicht unter Kontrolle behalten kann, dient am Zweck nicht. Die Stadt kann am Zweck nicht dienen, wenn die Mauer eingerissen ist. Das heisst, du kannst dem Zweck von deinem Leben nicht dienen, den Mitmenschen um dich herum nicht dienen, wenn du deine Emotionen nicht im Griff hast. Wie kannst du das? Wie kannst du deine Emotionen ein Stück besser in den Griff bekommen? Ich glaube, es fängt an mit deiner Selbstreflexion. Wenn du dich selber anfängst wahrnehmen, wenn du selber dir überlegst, was in dir innen abgeht, was in deinem Leben abgeht. Der Ratgeber oder die Ratgeberin von dem Beobachterartikel, wo ich vorher die Frage drinnen vorgelesen habe, hat ein Prinzip da weitergegeben von dem inneren Kind. Das ist ein ganzes Konzept, wo ich finde teilweise sehr hilfreich ist, auch um dem nachzugehen. Und das Prinzip heisst eigentlich nichts anderes wie: das Tiefste in deinem Leben kommen Emotionen auf. Zum Teil heftige Emotionen, die in unserer früheren Kindheit angelegt sind. Sie erklärt, damit sind alle Prägungen, alle emotionalen Zustände gemeint, die in unserem Unterbewusstsein gespeichert sind. Vor allem schmerzliche Erfahrungen ruhen hier. Erst wenn in der Gegenwart etwas geschieht, was an den alten existenziellen Kummer erinnert, werden diese unbewussten Reste reaktiviert. Das innere Kind bäumt sich erneut, tief verletzt und verzweifelt auf und übernimmt die Regie, ohne dass uns das bewusst wird. Wir verhalten uns plötzlich wie ein tobendes Kind, ohne Rücksicht auf Verluste, als ginge es um Leben oder Tod. Vielleicht kennst du das in deinem Leben, so einen Moment eben, wo du plötzlich impulsiv auf etwas reagierst, wo du nicht unter Kontrolle hast, wo du nicht weißt, wieso reagierst du überhaupt da so stark. Vielleicht hast du dich das auch schon gefragt. Es muss auch nicht immer gerade aus der Kindheit sein. Es sind manchmal Triggerpunkte, die bei uns anklingen, wo wir in dem Moment nicht selbstbeherrscht mit uns umgehen können. Auch bei mir gibt es das. Ich werde manchmal als sehr gelassener und ruhiger Mensch wahrgenommen. Und doch gibt es Momente, wo, wenn das Richtige oder eben das Falsche in dem Moment passiert, dann kommt die Impulsivität auf. Und es kann andere Menschen verletzen. Es beleidigt andere Menschen. Kennst du die Lebensmuster von dir? Kennst du das Innenleben von dir? Sie sind ein Schlüssel, um selbstbeherrscht in unseren Situationen auch reagieren. Wenn wir wissen, wo wir angegriffen werden,
Bei mir ist das manchmal, wenn ich das Gefühl bekomme, zu kurz zu kommen, dann kann ich impulsiv reagieren. Dann muss ich für meine Rechte einstehen. Wenn ich das weiss, dann kann ich angemessener anfangen zu reagieren. Es gelingt mir noch lange nicht immer gut, aber ich lerne damit umzugehen. Wo in deinem Leben gibt es das? Wo musst du vielleicht nochmal neu anschauen, wenn du deine impulsiven Reaktionen kennst? Dort, wo du weißt, dass du die Beherrschung verlierst. Wo du deine Emotionen, dein Innenleben eben nicht so unter Kontrolle hast. Wo musst du dort nochmal anschauen? Manchmal kann es helfen, einfach ein Buch zu lesen. Manchmal hilft es, zu mit Seelsorge zu gehen oder ein Coaching oder was auch immer zu machen. Manchmal hilft es einfach, mit Freunden darüber auszutauschen oder mit dem Ehepartner, mit der Ehepartnerin darüber auszutauschen. Zu sagen, hey, wo reagiere ich manchmal so impulsiv? Kannst du mir helfen? Weisst du echt, wieso? Gott wünscht sich, dass dort drin eine Heilung kommt. Dass Frieden in diese Situationen hineinkommt. Und dann können wir selbstbeherrscht reagieren. Der zweite Punkt ist der Punkt der Achtsamkeit. Der Paulus erwähnt in einem längeren Text einen sehr grossen Kontext und er vergleicht uns mit einem Athlet. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen, und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt. Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Es muss sich meinem Willen fügen, denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Der Paulus vergleicht uns da eigentlich mit einem Athlet und er sagt, ein Athlet verzichtet auch auf vieles in seinem Leben. Er verzichtet, und das Wort Verzicht, das kommt eigentlich eben auch im Zusammenhang mit der Selbstbeherrschung häufig vor. Wo in deinem Leben gilt es, auf gewisse Sachen zu verzichten, um den Fokus in deinem Leben zu behalten. Das ist das Bild, das der Paulus uns versucht zu vermitteln. Wir sollen den Fokus in unserem Leben ganz klar behalten, ausgerichtet sein auf das, wofür wir bestimmt sind in unserem Leben. Und das bedeutet manchmal zu verzichten in Lebensbereichen, wie eben ganz am Anfang ich schon gesagt habe, manchmal im Essen, im Trinken, in Sachen von der Sexualität, wo es um Konsumgüter geht, um unser Shoppingverhalten. Wo müssten wir ab und zu verzichten, um den Fokus, die Ausrichtung auf Jesus zu behalten? Die Ausrichtung von unserem Leben zu behalten, zu wissen, was wirklich zählt in unserem Leben. Und mir ist da mega wichtig, es geht da nicht um irgendwie ein Spiessertum, dass wir auf alles verzichten in unserem Leben, keinen Spass mehr und keine Freude mehr haben dürfen im Leben. Ich liebe es zu geniessen, gerade auch am Sommerabend können das Leben auch geniessen. Aber ich glaube, wir müssen uns immer wieder auch die Frage stellen und eben achtsam sein und uns die Frage stellen, wo im Leben holen wir uns die Erfüllung an einem anderen Ort, wie bei dem, wo uns die Erfüllung verspricht. Im Johannes 10,10 heisst es, ich aber bin gekommen, um Leben im Überfluss zu geben. Wo holst du dir die Erfüllung in anderen Lebensbereichen, in anderen Teilen von deinem Leben? Und verpasst dafür, die Fülle vom Leben bei Jesus zu suchen. Wo bist du unbeherrscht in diesen Lebensbereichen drin? Man kann da eine riesige Liste aufzählen, aber ich glaube, wir alle können selber über unser Leben drinnen gehen und uns ernsthaft die Fragen stellen und auch da wieder austauschen mit den engsten Menschen und uns vielleicht auch kritisch hinterfragen, wo wir das Gefühl haben, ja, wir haben alles unter Kontrolle, wir wissen schon, wie alles richtig ist. Vielleicht dort einmal kritisch nochmal anschauen lassen von einem Freund,
von einer Freundin, ob wir es wirklich noch unter Kontrolle haben. Der dritte Punkt, und der scheint ein bisschen widersprüchlich jetzt, aber scheint mir ganz wichtig. Ich muss mich nicht selber im Griff haben. Spannend ist auf dem Artikel unter der Karrierebibel, auch dort wird erwähnt, die Ironie der Selbstbeherrschung, gerade das Gefühl, uns selbst gut im Griff zu haben, macht uns allfällig für Verlockungen. Wir überschätzen regelmäßig unseren eisernen Willen. Eine Studie zeigt, Menschen, die glauben, über ein hohes Maß an Selbstkontrolle zu verfügen, setzen sich vermehrt Versuchungen aus und erliegen diesen schließlich. Es gibt die Art und Weise von das Gefühl haben, wir müssen alles immer im Griff haben. Und auch da, wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann muss ich sagen, ich bin sehr stark so geprägt. In meinem Christenleben bin ich sehr stark geprägt. Ich muss alles unter Kontrolle haben. Ich muss alles im Griff haben. Darum habe ich auch früher mega stark auf Kritik reagieren. Weil wenn Kritik kommt, dann ist ja das eine Gefahr von der Kontrolle verlieren. Vom Kontrolleverlust. Und uns wird eigentlich etwas anderes vermittelt. Das Evangelium hat eigentlich eine andere Botschaft. Das Evangelium hat die Botschaft, dass du alles verlieren kannst. Das Leben verlieren kannst, weil du es in Jesus wieder gewinnen kannst. Das Evangelium hat die Botschaft, dass wir uns, wenn wir uns noch so Mühe geben in unserem Leben, immer wieder werden scheitern. Wir können uns noch so abkämpfen in unserem Leben, noch so selbstbeherrscht sein in unserem Leben. Und uns werden immer wieder Fehler passieren. Es wird immer wieder Situationen geben, wo ich in meiner Familie unbeherrscht reagiere. Und das ist die frohe Botschaft, dass Jesus dich in dieser Situation genau gleich annimmt. Nicht, weil du perfekt musst sein. Nicht, weil du immer musst schön kontrolliert das siedende Wasser behalten, wo es im schönen Bereich bleibt, sondern es gehört zu unserem Leben dazu, dass es manchmal überkocht, dass ich es manchmal nicht im Griff habe. Und Jesus uns trotzdem wieder annimmt. Fehler zu machen, gerade auch in diesem Bereich der Selbstbeherrschung, ist völlig normal. Und die Frucht vom Geist ist nicht eine Frucht, die anwächst durch das, dass ich mir extrem viel Mühe gebe und alles nur verkrampft versuchen und machen und tun, sondern sie entsteht dort, wo wir in die Verbundenheit mit Jesus Christus drin hineinkommen. Dort, wo ich auch offen und ehrlich anschauen und sagen, ich packe es nicht, ich schaffe es nicht, ich bin nicht ein guter Mitmensch zu meinen Mitgespöntchen bei der Arbeit. Manchmal bin ich nicht ein guter Ehemann, nicht ein guter Vater. Und das gehört zu meinem Leben. Aber dort die Kraft vom Evangelium, die Kraft von der Vergebung wieder in Anspruch nehmen, das ist der Schlüssel, um auch wieder die Freiheit drin zu bekommen, zum Vorwärts zu gehen. Für mich sind die 3 Ansätze. Natürlich könnte man dann auf ganz viel dazu bringen. Aber die 3 Ansätze bringen uns an einen Punkt an, wo ich glaube, können wir Schritt für Schritt lernen, immer wieder genau anschauen in unserem Leben, zum selbstbeherrschter unterwegs sein. Wir werden nachher in eine Selbstreflexionszeit auch drin hineinkommen, wo du dir ein paar Fragen auch noch kannst überlegen, die ich dir stellen werde. Ich will aber zuerst beten für diese Zeit. Ja, Vater, du kennst uns und du hast uns gerettet, nicht weil wir perfekt sind, nicht weil du das Gefühl hast, dass wir es irgendwie packen, sondern die Story der Bibel sagt uns etwas anderes. Die Menschen packen es immer wieder nicht. Und die frohe Botschaft vom Evangelium ist die, dass wir dürfen in all unserer unperfekten Art vor dich kommen und immer wieder neu dich dürfen kennenlernen. Dass du uns annimmst, dass du ein Ja hast
dass du uns die Fähigkeit gibst, auch wieder zu vergeben, dort, wo wir verletzt worden sind. Und so bitte ich dich, dass du dich offenbarst, Heiliger Geist, dass du uns aufzeigst, wo das Tiefste in uns innen, wenn man sich etwas wehrt, wo noch nicht heilig geflossen ist, wo noch nicht Gesundheit in unseren Leben drinnen ist, weil Lebensmuster noch verkorkst sind, weil sie kaputt sind, dass du dort den Heilig drinnen schenkst. Und vielleicht bist du jetzt da und sagst, du hast so ein Lebensmuster, dann wollte ich dich herausfordern, vielleicht auch ins Gebet zu gehen oder das wirklich anzupacken in deinem Leben. Du kannst entweder da ins Gebet kommen und beten lassen für das. Das ist ein Prozess, es fängt heute vielleicht an. Es ist nicht durch ein Gebet nachher abgeschlossen. Du darfst das auch daheim, wenn du online dabei bist, mit jemandem machen, dass du eine Textnachricht an uns schickst. Und jetzt möchte ich dir noch mal ein paar Fragen stellen. Wo in deinem Leben bist du so ein kochender Topf, wo, wenn man den Deckel wegnehmen würde, dann würde es jedem entgegenspritzen. Wo hast du vielleicht Sachen in deinem Leben, wo auch so ein kochender Topf ist, wo ja nicht jemand drunter schauen darf, weil es ein Bereich in deinem Leben ist, wo du eigentlich nicht unter Kontrolle hast, aber ja nicht darf der Deckel gelupft werden, dass jemand sieht, dass dort eigentlich schon längstens am Übersprudeln wäre. Wenn es das gewisse Etwas reingeben würde. Vielleicht magst du dich erinnern an Situationen in der letzten Woche, im letzten Monat, wo du durch das Übersprudeln Verletzungen bewirkt hast. Wo ist daran, Vergebung auszusprechen, Vergebung in Anspruch zu nehmen? Wo bist du vielleicht selber mal schockiert gewesen ab deiner Reaktion bei Mitmenschen, bei deinen Kindern? Wieso kommen die Gefühle auf? Hast du dich mit deinen Lebensmustern mal auseinandergesetzt? Oder hast du Angst davor? Es könnte zu vieles zum Vorschein kommen. Und wo verpasst du es im Moment vielleicht in deinem Leben? Auf den Bibelvers zählen, Jesus gibt dir Leben im Überfluss. Wo holst du dir das Leben in ganz anderen Bereichen?